Habe die Ehre und schönen guten Tag und herzlich willkommen zu meinen zwei Kollegen und zu die 48.536 Zuhörer da draußen. Es sind die Vorlex vom Februar dran. Und das lassen wir uns natürlich nicht nehmen, dass wir das zu dritt machen, oder Corby und Mike? Schön, dass ihr da seid. Servus. Ja, hi, servus Kani, na? Alles fit im Im Arschlochbereich, oder wie? Oh Gott. Sonst habe ich keinen Bock mehr. Bin ich raus. Ich muss meine Heizung ausschalten und komme nicht mehr. Aber wenn du so fragst, nein, also ich habe ein bisschen Darmprobleme. Wieso sagst du das? Weil du gefragt hast. Du hast ja nicht verneint. Ach so, ja, okay. Du hast nicht verneint. Also wolltest du offensichtlich wissen, wie es meinem After geht. Der Kani hat keine Infektionskrankheit, er hat einfach nur gesoffen wie ein Loch. Ist einfach nur Bierschiss, genau. Ja. Mein Arschloch schaut aus wie die japanische Flagge. Oh, leck, leicht. Wahnsinn, ich bin raus. Wollen wir nicht mit den Vorlex einfach normal anfangen? Das ist für mich ein Vorleg. Du willst wissen, was ich auf dem Klo mitmache, das ist echt ein Vorleg. Mann, können wir vielleicht wegleiten von deinem Hintern oder vom Klo irgendwo anders? Dann muss ich auf meinem Zettel schnell mal 6 Worte Drecks streichen. Ja gut, dann hab ich's für heute, passt? Gut, also. Corby, was war bei dir los? Ja, du, dadurch, dass ja der Februar bekannterweise der kürzeste Monat des Jahres ist, ja, es ist so, habe ich sehr wenig hier auf meinem Zettel. Ich habe 2 Vorlex, nein, stimmt eigentlich nicht. Nein, ich habe mehrere Vorlex, fällt mir gerade auf. Dann fange ich einfach mal mit dem offensichtlichsten an. Leute, The Last of Us ist der Hammer. Es ist geil, es ist geil, es ist geil. Obergeil. Für alle, die das Spiel nicht kennen, egal, schaut sich die Serie an, es ist geil. Und für alle, die das Spiel kennen und sie denken, oh na, da schaue ich nicht eine, weil am Ende wird es ganz anders sein, dann hasse ich es. Also, ich liebe The Last of Us über alles. Das ist eins meiner liebsten Videospiele. Mehr als dein Hund? Und ich rede hier nur von Medien. Okay. Nichts geht über meinen Hund. Und da muss ich echt sagen, auch wenn es teilweise sehr unterschiedlich ist zum Spiel, berührt mich jede Folge. Ich finde es super, ich finde es geil, ich fieber mit und ich bin begeistert. Kann ich nur so unterschreiben. Ich glaube, das ist irgendwie 90% von alle Leuten, wo ich so lese oder her oder sonst was. Das ist Wahnsinn. Du hörst eigentlich so gut wie nichts Schlechtes. Vor allem, also die 3. Folge, da ist es am Schluss so zum Waren angerichtet, dass du es nicht aushältst. Und also die 5., die war ja auch wieder, das war ja auch wieder überragend. Ja. Und boah, also ich bin von Folge zu Folge noch begeisterter von dem Ding. Es ist wirklich schön nah am Originalmaterial dran und trotzdem nimmt es ein paar Freiheiten, die aber halt nicht wirklich ins Gewicht fallen, sondern das eigentlich schön ergänzen. Also ich bin jeden Montag schon ganz heiß auf die nächste Folge. Also vor allem jetzt bei der 5. Ich habe ja genau gewusst, was passiert und trotzdem, ich bin echt da gesessen und habe dann gemerkt, oh, jetzt können wir die trennen. Das war schon hart. Jetzt kommt es. Ja, aber das bitte auf, lasst es jetzt aber gut sein. Ja. Also auf jeden Fall, da bin ich sehr guter Dinge, dass das auch weiter so geht und ich freue mich schon auf das restliche Material, was wir in der Staffel dann noch bekommen. Kann ich das mit meiner Frau ausschauen oder ist das recht grob? Weil das Spiel war jetzt nicht so grob. Also das schau mal, jedes Mal, wenn du sowas fragst. Ja, dann denke ich mir, ist der Frau 3 Jahre alt. Und ich dir dann wieder sag, du, meine Frau schaut das ohne Probleme mit mir an und du dann am Ende, nachdem dann deine Frau mitgeschaut hat, zu mir sagst, sag mal, spinnst du? Ja, also darfst du jetzt schon ein bisschen einschätzen, Der scheiß Corby, jetzt mal das Gleiche. Die blöde SAU. Nein, ich glaube, sie sollte sich das lieber nicht anschauen. Okay. Schau sie erst du. Also da geht es um Splatterei, oder? Bei deiner Frau? Ja, nur. Nein, Splattern tut's nicht. Dann können wir so schauen. Ja, aber Kinder sterben und sowas. Emotional ist es belastend. Aber die Kinder kommen nicht in den Rasenmäher rein oder sowas, oder? Mal kann passieren. Kann passieren, ist noch nicht passiert, aber es ist noch alles offen. Okay. Ja. Dann frage ich einfach nur mehr, wenn es dann ein Fazit aushaut, so wenn es ein Kind im Rasenmäher drin war. Und wenn das nicht der Fall ist, dann kann man reinlunzen. Ich lieg das sowieso.
Weiß ich doch, diese Frage an Corby. Stellt sich mal das vor, wir machen da eine Folge nur über Kinder, die in den Rasenmäher reinkommen. Das sind Filme, wo Kinder im Rasenmäher reinkommen. Mir fällt nicht einer ein. Ich weiß einen Film, wo ein Rasenmäher ein Kind da schießt, oder? Das war das, oder? Mit dem Rasenmäher, der da den Stor rausschießt bei Final Destination in irgendeinem Teil, oder? Ja, aber es war kein Kind nicht, oder? War es kein Kind? Frau. Aber dann war das Kind beim Friseur oder irgendwie so, meine ich, oder? Das Kind war beim Egal. zweiten Teil, glaube ich, beim Zahnarzt. Jetzt hört immer Spoilern auf, das ist ja brutal. Ich bin Du hältst jetzt außerdem den gerade Schnauze. dran. Wie sind wir der Spoilercast? Aber echt, hey. Also ich habe endlich mal wieder Doku geschaut und ihr werdet begeistert sein, dass ihr Doku dabei habt bei den Gott Rolex. sei Dank. Ich Ja, hab so yeah, drauf gewartet. Ja, und zwar bei Netflix erst vor kurzem rausgekommen Gladbeck, die Geiselnahme von Volker Heise. Und bevor ich jetzt ein bisschen... Hat die Doku der Volker Heise gemacht oder ist der Volker Heise die Geisel gewesen? Er hat Oder beides. die Doku gemacht. Nein, Okay. nein. Aber da ihr so blöd fragt, heißt es wohl, ihr habt davon noch nie was gehört, richtig? Never Ich habe seine ever. Biografie gelesen. 1988 sind zwei bewaffnete Bankräuber in Gladbeck in eine Bank rein und haben Geiseln genommen. Und diese Geiselnahme hat dann 54 Stunden gedauert und ist eine der bestdokumentiertesten Geiselnahmen in Deutschland, weil... Ist das die, wo die dann draußen im Auto waren und Interviews gegeben haben und so? Ja, Ja, ich kenn die Geschichte, ich habe die beim Mordlos, dem Podcast da über die gehört. Ich kenne die Geschichte, das ist irre. Kann das sein? Ich habe einen Film gesehen drüber, der heißt Blutiger Montag, kann das sein? Ich glaube schon, ja. kann sein, also es gibt da mehrere Verfilmungen davor oder Dokus und ich habe halt zufällig das bei Netflix gesehen, weil seltsamerweise schlägt mir Netflix immer wieder Dokus vor. Wie das? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, was da los ist. Aber es ist auf jeden Fall so, an und für sich macht die Polizei zwar eine schlechte Figur, aber die ganzen Journalisten, die da unterwegs sind, also das sind echte Vollidioten. Weil da gibt's halt dann welche, die bieten sie dann auch selber als Vermittler an und nehmen das halt dann selber in die Hand und was weiß ich und gehen ganz nah halt dann da hin zu denen oder interviewen es halt dann. Und ich meine, bei dem einen Interview haben die dann gewechselt von ihren Bankgeiseln zum ganzen Bus. Also die haben einen ganzen Bus voller Geiseln und die Journalisten haben nichts Besseres zum Tor, als dass die interviewen. Da Und ist stirbt natürlich- doch auch das 14-jährige Kind dann in dem Bus, oder? Das ist recht, recht ein junges Opfer dann unter Also die da dabei. sterben mehrere Geiseln und ja, ich meine, das ist ein Doku, aber tatsächlich will ich trotzdem nicht spoilern, weil ich das brutal gefunden habe, wie das dann auch geendet hat. Und es ist irgendwie so surreal. Und Gott sei Dank kam halt dann am Ende auch, dass aufgrund von dieser Geiselnahme es dann gesetzlich verboten wurde, dass Journalisten bei so Geiselnahmen überhaupt irgendwas machen dürfen. Also die dürfen die Polizei nicht behindern, weil du hast halt dann halt gemerkt, wo die dann auf der Autobahn unterwegs waren, haben die Polizisten nicht mehr hinterher können, weil die ganzen Journalisten wie gestört diesen Geiselnehmern hinterhergefahren sind. Und also da gibt's Bilder, die fahren da teilweise leidsam. Das ist so übel. Und dadurch, dass die halt alle so geil waren auf diese Geiselnahme, gibt's halt da brutal viel Filmmaterial. Also es war sau interessant und du sitzt am Ende da mit offenem Mund und denkst da, what the fuck? Völlig gestört, ja. Das Glaub hat ich mir damals auch sofort. gedacht. Das Also hat mir ich damals auch muss gedacht. mich korrigieren, also der Film dazu heißt Blutiger Freitag, nicht Montag. Ah, Kurz okay. vom Wochenende war's. Okay. Der Film war übrigens super. Mit so sprich wie Handy hoch oder ich schieß dich auf dem Scheißhaus zusammen. Der war wirklich, das war ein hervorragender Film, kann ich wirklich nur empfehlen. Ja, also die Doku kann ich auch nur empfehlen, die war echt interessant, aber die ist halt echt teilweise krass. Und im Nachhinein habe ich mir dann gedacht, ja, eigentlich, es wundert mich schon gar nicht, dass das in Deutschland passiert ist. So was passiert mal nur bei den Amis. Da hat's mich ja nicht wundern, wenn das halt nur so ist. Aber das ist schon echt übel. Vor allem, wenn es halt dann da, also so deutsche Passanten halt dann interviewen, die in unmittelbarer Nähe zu diesen Geiselnehmern sind und dann sagen, ja, gell, das ist jetzt schon mal spannend. Sieht man ja nicht jeden Tag so eine Geiselnahme, gell? Wenn man dann denkt, what Und beißt the uns ja fuck? lieber Kassimi. Ja, genau. Ja, also kann ich nur empfehlen, war echt sau interessant, aber
ich sage jetzt mal vorsichtig, ist auch nicht unbedingt was für schwache Nerven. Also da muss man sich schon drauf einlassen. Wird sie schon ausgaffen, die zwei Typen. Ja. Dann habe ich mir gestern einen Film angeschaut, den der Mike bestimmt auch kennt. Also ich gehe einfach mal ganz stark davor aus, weil dein Namensvetter, der Mike Flanagan, hat den verfilmt. Und ich rede von Gerald's Game, beziehungsweise auf Deutsch Das Spiel. Ja. Kenn ich. Kennst du, das ist schön. Ein Pärchen will sein... Ich kenn den Fall auch, warum wir ihn nie so ignoriert. Weil du nicht Mike hörst. Ruhe. Das ist mir scheißegal, aber ich kenne ihn auch, Okay, weil ich grad mal gesagt haben. okay, Burli, dann teste ich die. Um was geht's denn in dem Film? Ja, um Sexy Time, die schief geht. Ja, okay. Das ist war schon sehr tatsächlich nah die... Ja. Aber wie schief das geht. Ja, das ist, wenn du das zu lang aufhebst, weißt du schon, dann staut es so und dann kannst du mich umhauen. Ja, genau. Das ist, wenn man nicht regelmäßig Saft ablässt. Ein Pärchen fährt am Wochenende in den Wald zu ihrem Urlaubshaus, um ihr Liebesleben anzukurbeln. Und der Mo denkt sich, haha, und das kurbeln wir jetzt mal richtig geil an, indem ich meine Frau am Bett mit Handschellen festmache, links und rechts an die Arme. Und leider erleidet er dann einen Herzinfarkt. Und ja, die Frau ist dann erstmal gefesselt am Bett und hat leider Gottes auch noch einen streunenden Hund gefüttert, der dann auch noch Hunger kriegt und sich dann an ihrem Mann vergreift. Ja, das ist tatsächlich noch der Anfang vom Film. Wie vergreift er sie? Das hört sich jetzt gerade ein bisschen fragwürdig an. Er frisst dann nur. Ah, okay. Ja. Nichts Nichts rote Rakete-Action. Nein. Okay. Nein. Und überhaupt möchte ich behaupten, wenn er Mo mit dem Knie an den Sack kriegt, dann wundert es mich nicht, dass er einen Herzinfarkt hat. Ja, das stimmt auch wieder. Ja, jedenfalls, die Story ist vom Stephen King. Also es beruht auf einem, was ist das, ein Roman wahrscheinlich, oder? Und das heißt, da gibt es natürlich dann auch ein paar Twists und Mystery-Elemente mit drin. Und ja, ich war durchweg unterhalten, fand den Film auch extrem spannend und hab mir gedacht, Mike Flanagan, der darf halt ruhig öfter was vom Stephen King verfilmen. Auf jeden Fall. Unbedingt. Und der Mann macht jetzt dann die Serie zum Dunklen Turm, oder? Was ich gehört habe. Ich glaube schon, ja. Ja. Und da ist er genau der Richtige. Vor allem gibt's der hat ja auch mit dem Midnight Mass zum Beispiel eine Stephen King Story gemacht, die nicht vom Stephen King ist, aber wirklich die Essenz von King seine Werke atmet. Also mir fast behaupten, dass der genau weiß, wie das Stephen King tickt und wie er das zum Umsetzen hat. Also da setzt sich sehr hohe Erwartungen. Ja, die haben sie ja auf Netflix auch abgesetzt, oder? Da die Midnight Mass Sachen. Das hätte doch Midnight Mass war von Haus aus, glaube ich, nur eine Staffel, aber das andere, das der Midnight Club, kann das sein, auf Netflix. Aber irgendwas haben sie mal nicht abgesagt und deswegen ist er dann zu Prime gewechselt und hat da jetzt die Möglichkeit, dass er die Dunkle Turm-Geschichte als Serie verfilmt, oder? Ja, also es schüsst mir da, ich glaube Midnight Club hat es geheißen, die letzte Serie jetzt von ihm, die war nämlich richtig schwach. Das war wirklich das erste Schwache, was ich von ihm gesehen habe. Weil sogar der Ouija 2, wo man sagt, oh Gott, was möchtest du nach dem Kack Ouija 1 noch verzeihen, der war hervorragend. Oder auch der Hush von Netflix. Hervorragend war er, ja, hervorragend. Super. Ja, war wirklich hervorragend. Aber also Midnight Mass ist, glaube ich, schon abgeschlossen, weil das Ende war ziemlich abgeschlossen. Ich weiß jetzt nicht genau, irgendwie hätte ich gemeint, bin mir jetzt aber nicht sicher, ich kann mich ja täuschen, aber ich meine, dass es der Flanagan war, der da irgendwie seinen Netflix-Deal, dass sie ihm den aufgekündigt haben oder so, und dann ist er zu Prime und hat gesagt, dann mache ich halt einen Dunklen Turm, ist Sakras. Das Midnight Mass ist ja auch in Buchform in Gerald's Game enthalten, gell? Echt? Okay. Weil über ihr ist doch dieses Brett, wo ja dann das Glasen so steht, und da ist ein Buch und das ist Midnight Mass. Okay. Und dann ich gleich natürlich zu meiner Frau, Mei, schau hier, da, Midnight Mass, das hat er ja verfilmt. Und sie schaut mir dann an so, ja und? Und ich denke mir dann, okay. Kannst du nicht einmal einen Film mit mir anschauen, ohne dass du mich zu klug scheißt, hat es dann geheißen, oder? Das heißt bei mir. Wahrscheinlich, man sieht beim Füßen nicht den Maul merken. Ja, und du einen Zombie-Film, meine ich. Ja, genau. Wir haben schon lange einen Fulci mehr gesehen. Ja, genau. Ja, und dann bin ich aber auch diesen Monat sehr stark enttäuscht worden, und zwar von der Elvis-Verfilmung. Ist momentan auf Wow, glaube ich, drauf, und bei Prime war der ja auch schon jetzt ein paar Mal für 99 Cent und so.
Ja, ist ja das Biopic von Elvis Presley, beziehungsweise von seinem, was ist das, Produzenten oder so, diesen Conway Tom Parker, gespielt von Tom Hanks. Also für das, dass der jetzt auch viel Oscar-Nominierungen gekriegt hat und an und für sich auch gute Bewertungen hat der mich überhaupt nicht abgeholt. Weiß nicht. Also davor habe ich echt die ganzen Elvis-Songs gern gemacht. Also ich höre ja ab und zu noch gern, aber irgendwie näher gebracht hat mir der Film diesen Solo-Künstler jetzt auch nicht unbedingt. Hat den einer von euch auch gesehen? Ja, ich hab mir noch geschaut. Und? Was meinst du? War okay, hätte jetzt ich gesagt. Ja, irgendwie War- belanglos, oder? Ja, also wenn man das zum Beispiel vergleicht mit Walk the Line oder Ja. den Bohemian Rhapsody, ja. die sind da viel besser. Tom Hanks hat da eine Nominierung für die für Goldene Himbeere als schlechtester Nebendarsteller bekommen. Gell? Wow. Wundert mich nicht. Also, er ist so präsent in diesem Elvis-Film. Er macht ja den ganzen Anfang und den Schluss und was weiß ich. Und das ist, weiß ich nicht, wenn ich mal einen Film über Elvis anschauen möchte, dann möchte ich eigentlich weniger Tom Hanks da drin sein. Er hat nur eine weitere Nominierung für die Goldene Himbeere gekriegt als schlechtestes Leinwandpaar, nämlich Tom Hanks und sein latexbeladenes Gesicht oder sein lächerlicher Akzent in Elvis. Ja gut, da Ich meine, muss vielleicht man nur in Pinocchio, gehört auch noch dazu. Da hat er die Nominierung als schlechtester Schauspieler gekriegt in Pinocchio. Da schon her. Also Der diesmal, Kreis schließt sich. Pinocchio ist allgemein oft dabei bei den Goldenen Himbeeren. der von Disney, aber Ja, genau, der. ja. Ja, also du hast eigentlich genau die richtige Vergleiche gebracht. Also ich lieb Walk the Line und auch Bohemian Rhapsody finde ich einfach geil, weil halt auch beide Filme nicht nur die Charaktere von den Bands oder von den Sängern rüberbringen, sondern halt auch erklären, wie kommt's zu manchen Hits, wann ist so welcher Song entstanden. Das gibt's ja bei Elvis gar nicht. Also ich glaube, es dreht sich immer wieder mal um diesen Hound Dog Song und das war's aber dann ja auch. Ja, Also, es geht doch auch noch oft um die Kontroverse um ihn, oder? Dass er dann der Anzeige gekriegt hat, weil er darf nicht mit der Hüfte wackeln, oder wie war das? Ja, so ein Scheiß. Also, na, wirklich, Hätte er mal auf der Bühne mit einer Gnade geschossen, das wäre nicht so schlimm gewesen. da waren so viele Sachen dabei, wo ich mir denke, aha, habe ich vielleicht jetzt nicht gewusst, aber interessiert mich ehrlich gesagt nicht. Ja, das fand ich zum Beispiel schon ganz witzig, dass das sich eine Kontroverse los drin hat, gerade weil er mit seinem Gemächt ein bisschen rumschüttelt auf der Bühne. Und 20 Jahre später, der Michael Jackson, der lässt seinen Zipfel gar nicht mehr aus und auf der Bühne macht die ganze Zeit Ja, der hat aber kleine Kinder nicht auslassen. Horst, das lassen wir nicht offiziell. Ja. Ja, ist auf jeden Fall nicht so die Elvis-Verfilmung, die man gewünscht hätte. Wobei ich mich halt dann echt am Ende dann auch gefragt habe, naja, vielleicht ist es einfach gar nicht so ein spannender Mensch gewesen, dass man daraus ein Biopic ein vernünftiges machen kann. Ich weiß nicht. Aber eigentlich wirklich am meisten hat mich das einfach gestört, dass dieser Conway Tom Parker die ganze Zeit so in Szene gesetzt worden ist. Und das hat mich angepisst. Wenn ich einen Film anschaue, der Elvis heißt, dann möchte ich zu 95% aber was von diesem Elvis singen. Ja, also ich finde irgendwie belanglos. Die hat mich auch nicht richtig mitgenommen. Ja. So, Ja, und dann kann ich jetzt eigentlich nur noch mit ganz, ganz viel Qualität mein Part hier abschließen. Und zwar. Hast du Morbius angeschaut? Na, ich weiß nicht, ob ihr diese Serie kennt. Ich habe die früher schon ein paar Mal angeschaut und jetzt gebe ich es mir praktisch am Stück und ganz und knallhart. Sie heißt Futurama. Hey. Total Snoo. Und genau, richtig. Ihr fragt euch jetzt, wieso zum Teufel bringt er das mit? Da kann ich ja gleich mit den Simpsons oder mit South Park anfangen. Ich bringe es deswegen mit, weil ich auch gelesen habe, dass dieses Jahr, 2023, Futurama weitergehen soll. Echt? Gott, wie weit war jetzt das echt Wahnsinn. weg? Da steht doch am Pissoir und lullt rein, oder? So weit wieder wegsteht. Der wird jetzt gedacht haben, okay, der Corby kann nur belanglose Scheiße erzählen und ist schon mal zum Kühlschrank gegangen, um sich ein Bier zu holen. Bevor die Schreibst nächste die Doku quer in den kommt, Raum, in den schreibst Keller du und mit. du Gickerl raus. Ja, Ich sag's nochmal näher dran. Echt? Ja. Es gibt also sogar schon ein paar Titelnamen von den Episoden, die veröffentlicht sind. Und ich glaube, im amerikanischen Original sind sämtliche Synchronsprecher wieder dabei. Wie es im Deutschen dann ist, mal schauen, ob da überhaupt noch alle leben oder ob alle da sind.
Aber ja, ich mag den Humor. Es ist, glaube ich, mir nicht so vorgekommen, als wenn da viele Witze nicht mehr funktionieren würden, weil es halt vielleicht manche Prominente mittlerweile auch nicht mehr so gibt, sondern ich kann immer wieder lachen. Der Bender ist super, der Fry sowieso. Und ich bin jetzt auch schon so ziemlich wieder am Ende von den aktuellen Staffeln und freue mich dann schon drauf, wenn es 2023 dann nur eine neue gibt. Dann bin ich auf jeden Fall schon wieder bestens informiert, wie diese Welt da vom 3000. Jahrhundert so funktioniert hat. Ist der, wie viele Staffeln hat ein Futurama damals gehabt? Ja, das ist schwierig zum sagen. Ich glaube, es gab erst 5 offizielle, dann gab es ja 3 Filme, die jeweils aufgeteilt waren in 4 Episoden. Das ist dann mehr oder weniger die inoffizielle 6. Staffel. Und dann gibt es eine 7. Staffel. Und ob es eine 8. gibt, weiß ich jetzt nicht. Ich weiß jetzt gar nicht, welche dann die neueste ist. Also deswegen ist es manchmal ein bisschen schwierig zu bestimmen, wie viele Staffeln es jetzt gegeben hat. Aber ich bin jetzt praktisch bei den Filmen. Danach gibt es noch eine normale Staffel und dann eigentlich so nichts mehr. Die ist auf Disney Plus zum Schauen, oder? Genau, ist momentan komplett auf Disney Plus. Hätte ich auch wieder mal Bock, weil ich hab's nie alle gesehen, aber ich hab die damals auch geliebt, als die gelaufen ist. Ja, und ich denke mir immer, cool, jetzt hole ich das mal nach und dann sehe ich bestimmt mal ein paar Folgen, die ich noch nie gesehen habe und bis jetzt kenne ich jede. Also, sie geht los und ich weiß, wie es endet. Toll. Langweilig. Ja, aber ist trotzdem cool. Ja, schön. Mike, du Sehr kennst Futurama nicht, oder? Ich glaube, die erste Staffel habe ich gesehen damals, wo die rausgekommen ist. Aber dann war es irgendwann 1999. War das 99? Da war ich noch jung. Ja. Was nicht? Doch. Ja. Lüge. Verjüngen wir jetzt. Als jetzt. Aber wir schau, jetzt. Mike, das ist doch ein super Übergang von meinem Futurama zu deinem. Was kommt jetzt? Du hast jetzt die Simpsons dabei, oder? Oh Gott, ich habe die letzten 20 Staffeln Simpsons schon nicht mehr gesehen. Ja, Da war es das ist irgendwann interessant. gar. Aber ich kann euch ja so erzählen, was ich gesehen habe. Soll ich das da? Das ist schön. Soll ich ja das da? bitte. Du? Ja. Du? Brauchst du nicht. Jetzt muss ich mal schauen. Also, wir haben ja vor kurzem über The Price We Pay geredet, über den Film vom Ryuhei Kitamura. Und haben wir noch gelobt, was er früher für gute Filme gemacht hat. Und auf diese haben wir wieder mal No One Lives anschauen müssen. Mit dem grandiosen Luke Evans in der Hauptrolle. Und er spielt da quasi einen Serienkiller, der ganz brutal an der Waffel hat, aber auch ziemlich cool drauf ist, den eine Gang mag ich es nicht sagen, aber so halbstarke Typen pieseln ihm ans Bein und dann reißt er den ganz brutal an den Arsch auf, also wirklich wörtlich. Wörtlich. Wenn einer die Szene weiß, was ich meine. Der Kani kennt den Film meine ich sogar, oder? Ich kenne den, ja, ich mag den auch. Ja, das ist ein WWE-Film sogar und zwar spielt da ein Catcher mit, der heißt Brodus Clay, wenn ich es jetzt richtig ausspreche, keine Ahnung. Der spielt da mit. Das ist auch derjenige, der den Arsch sprichwörtlich aufgerissen kriegt. Die Gangster, wie gesagt, total überspitzt, totale Vollidioten und er dann als cooler Killer, der den ja gar ausmacht, ist total kurzweilig, hat richtig coole Splatter-Effekte drin, allen voran den Häcksler natürlich. Oder wenn der Kopf durch den Motor durchgedrückt wird und dann das Blut von der Lüftung im Innenraum vom Auto wieder rauskommt, habe ich sehr schmunzeln müssen. Die Optik von dem Film ist noch richtig schön, was man ja dann von The Price We Pay nimmer sagen hat können. Wirklich schöne Optik, auch die Synchro war auch sehr gut. Der Film ist ziemlich düster, hat eigentlich keinen wirklichen humorischen Anteil, ist richtig kaltschnäuzig. Hat, wie gesagt, eine kurze Laufzeit und kein Gramm Fett drauf. Der hat wie immer Spaß gemacht. Kann ich euch nur ans Herz legen. Corby, sagt No jetzt gar nichts. One Lives. No One Lives. Was der Film? Ja. Also nichts Besonderes, aber wenn du da rein hast für so ein solides Slasher-Kost, der ist total unterhaltsam. Schön für Und zwischendurch, ja. gibt dir das, was du haben möchtest, möchte ich fast behaupten. Du hast den ja ganz bestimmt irgendwie auf Blu-ray, aber weißt du, ob man den irgendwo sehen kann? Also der ist ja bei uns geschnitten. Die ungeschnittene gibt's, glaube ich, über Österreich. Also wenn du den bei Amazon Prime dir rauslässt oder irgendwas, diese wird die geschnitten ist auch. Okay. Da muss man ein bisschen aufpassen. Aber da wir uns sowieso bald sehen im Hardline, dann kann ich da mal ein paar Filme zusammenrichten. Dann schaust du dir mal an.
Das war Ja, überfällig. ja, glaub ich. bitte, dass ich während am Hardline dann in die Pausen. Dann hat man eine Stunde Zeit, da kann man Zeit- sich schon mal einen Film eintun. Also schon, Flo, du hast wieder lauter Scheiß ausgesucht. Ich gehe ins Hotel und schau mir meine Filme an. Ich hab mir selber Filme mitgebracht. Ja. Genau, da du hingespuckt und gegangen. Na, bevor ich mit irgendjemandem da rede. Weißt du? Du hast da wieder recht. Konversation. Du hast da Wird wieder recht. überbewertet. Dann habe ich da einen ziemlich coolen Film gesehen, der überhaupt nicht überbewertet ist. Im Gegenteil, ich glaube, dass die Leute eher zwingen über den Film reden, und zwar heißt der Galaxy of Terror. Das ist ein unglaublich kurzweiliger Science-Fiction-Horror-B-Film aus der Schmiede vom Roger Corman, wenn den noch jemand kennt. Der hat einen Haufen so Low-Budget-Filme gemacht, und er hat wirklich gewusst, dieser Herr, wo es die Leute sehen wollen, und hat das da reinbaut in seine Filme. Da gibt's eben immer Schauwerte der blutigen Art und nackte Mädels gibt's, und gut, jetzt in dem Fall richtig schöne Matte-Paintings, die er Ding mit unterstützt hat. Der James Cameron zum Beispiel, das war eine von seinen ersten Produktionen. Ja, der James Cameron war ein Schützling vom Roger Corman. Der hat auf noch nicht so viel Scheiß drin gemacht, wie er jetzt tut. Ja, genau, so schaut's aus. Das ist ja wirklich Wahnsinn, weil man bei dem Film wirklich sagen muss, diese Ausstattung, die Kostüme, eben diese Map-Paintings, die Kulissen, das schaut alles so unglaublich schön und hochwertig aus, wo man eigentlich gar nicht damit gerechnet hat, oder ich habe damals nicht damit gerechnet, aber ich freue mich immer wieder, wenn ich den sehe und der dann wirklich so schön ausschaut. Der kommt Wie jetzt heißt im der? Galaxy of of Terror. Ach, Terror. Schau, ich bin bei Galaxy of Horrors und denke mal, hey, das ist von Was ist denn da 2017. los? Wo ist der James Cameron? Was ist da los? Was? Er hat wirklich wunderschöne praktische Effekte, inklusive der Made, die die Frau zu Tode pimpert. Also diese Szene, die soll jetzt jedem, aufgrund dieser Szene soll jetzt den Film jeder hinter die Ohren schreiben. Das ist ein Riesenspaß. So habt ihr es noch nicht gesehen. Allgemein Ist das diese Made, die man praktisch auf dem Filmposter auch schon sieht? Ja, gut, die schaut nicht ganz so aus wie da drauf. Aber so Okay. diese Szene schaut, die läuft dann so ungefähr so ab, ja. Ja, da steppt der Bär. steppt der Bär. Okay. Allgemein ist die Gewalt in dem Film sehr, sehr, auch kaltschnäuzig und schon fast exploitativ. Dann wirklich so richtig harte Sachen dabei. Also ein richtig sympathischer Alien-Klon, sage ich jetzt einmal. Also kann ich euch auch nur ans Herz legen. Ein richtig schöner Trashfilm kann man nicht sagen, ist ein B-Film. Und, aber den kennt keiner, oder? Wahrscheinlich. Vom Namen her schon, aber ich habe ihn nicht gesehen. Kommst du ins Hardline mit? Kann ich da. Kommt Passt. jetzt auf den Kani-Stoppi. Ja, genau. Das wäre auch wieder so der Punkt gewesen von mir, so, wo kann man den sehen? Du, ich glaube, dass der mittlerweile sogar eine Freigabe ab 16 hat, wenn mich nicht alles täuscht. Okay. Ja, ich glaube, das von 180 geworden ist, das Ding, und der hat jetzt mittlerweile die 16er Freigabe. Also du kannst vielleicht bei Prime sogar Glück haben. Musst du gucken. Muss ich gucken. Guckst du? Was ich noch gesehen habe, was ich schon lange nicht mehr gesehen habe, das ist Arachnophobia. Geil. Arachnophobia. Das ist ein Spinnenhorrorfilm, in dem quasi eine Urwaldspinne durch Zufall, durch Umwege den Weg findet in eine Kleinstadt in Amerika und sie da kreuzt oder paart mit einer anderen Spinne und somit eine brutal tödliche Brut da entsteht und diese Kleinstadt eben tyrannisiert. Ich habe den Film schon ewig nicht mehr gesehen, aber von dem ganzen Feeling her, ich habe total oft an Critters denken müssen, aber Critters ist ja also ähnlich, dass man sagt, okay, hier fallen halt diese flauschigen Bällchen ein in der Stadt, in dem Fall haben sie jetzt Spinnen, und so wie dieser Aufzicke ist, damit die ganzen Charaktere mit dem schrulligen Kleinstadtleben und so, hat mich gleich wieder gehabt. Also war ein richtig schöner, kurzweiliger Film, der manchmal ein wenig viel möchte im Punkt, ist jetzt blöd, aber Charakterentwicklung, da sind Sachen dabei, die braucht er nicht. Wo es sehr angenehm ist, dass am Anfang, du siehst sehr detailliert, wie es die Spinne quasi aus dem Urwald rausholen und so, das gibt ein wenig so das Abenteuer-Feeling, bis wir dann eben in diese Kleinstadt kommen, war auch sehr cool. Der Jeff Daniels ist in dem Film unterirdisch beschissen, der Hauptdarsteller. Der geht gar nicht. Also wirklich, der ist mir so auf den Sack gegangen. Ich macht ja, hoffentlich frisst dir die Spinne dein blödes Gesicht weg. Unglaublich schlimm. Ja, weg mit dir. Und, aber wie gesagt, ich hab den jetzt zum ersten Mal auf Blu-ray gesehen, und was dem Film wirklich schadet, ist dieses HD. Weil man wirklich sieht bei ein paar Szenen,
den Faden, der quasi gespannt ist in dieser Szene, und dann kannst du schon sagen, da kommt doch jetzt hundertprozentig gleich so ein Dingführer gesprungen, so ein Spinn, so ein Gummispinn. Und wie ist dann? Er schaut ins Rohr rein, dann sägst du diesen Faden und dann kommt die Spinne gesprungen. Also das ist wirklich, das schadet ihm, weil man wirklich da diese Effekte sagt, oder wenn es dann echte Spinnen haben, denen ist quasi so ein Faden eben auf dem Hintern pickt haben oder so, also das sagt man halt jetzt mittlerweile. Das ist fast, das ist sehr schade. Kennt ihr nicht bei euch? Ihr Logo, das ist mit unter anderem schuld, dass ich mich vor Spinnen ekel. Glaube ich sofort. Jung gesehen, den Film. Diese Spinnen, wenn dann dem Typen da aus dem Mund außerkriechen und so, ja, voll Teufel, habe ich die. Fressen sie das Popcorn rein mit den Spinnen drin, ja, habe ich die. Also, da war doch auch noch eine im Haus schon drin, oder? Ja, genau. Ah, da war ja genau gegen Haus schon rein, oder? Kann ich keine Schuhe mehr anziehen, ohne dass ich ein Herzinfarkt kriege. Das ist Wahnsinn, diese Horrorfilme, die machen uns direkt paranoid. Das ist der Scheißdreck. Wenn du in ein Auto einsteigst, musst du auf dem Rücksitz schauen, kann der einer mit Axt dahin sitzen, weißt du, das ist alles Wahnsinn. Nervt mich. Dann habe ich noch einen sehr guten Film gesehen. Und zwar, den habe ich gekriegt von unseren Freunden von Vollkontakt, von dem lieben Alex. Und zwar einen Screener von Abisu. Abisu. Da bin ich eigentlich draufgekommen. Ich muss leider sagen, das Cover ist sehr nichtssagend, der Titel ist auch sehr nichtssagend. Dann bin ich zufälligerweise, weil ich bin mit den Stars bei Facebook auf Du und Du, und zwar bin ich befreundet mit Christopher Young, der den Soundtrack gemacht hat von Hellraiser. Oder, Ach, der ist da. Ich wollte jetzt drauf fragen, welcher Star das ist. Ja, ist ja richtig. Kennst du Christopher Young nicht, oder was? Jo, jetzt schon, Fälle. Ah ja, klar. Oder auch der Soundtrack von der bei Hellraiser einen Soundtrack macht. Ja, Corby, richtig. Ja. Hat der von Empty Man oder auch gemacht, oder? Ja, super. Das kennt sich voll aus. Passt. Ja, Fälle, weiß ich schon. Bin ja auf Facebook, seid ihr Freund, oder? Ja, so genau. Passt, brauche ich nichts mehr sagen. Hat der ja gratuliert, oder auf der Pinwand? Der gratuliert mir immer. Schon, also ich sage jetzt George. Christopher, nicht George. Wir kennen jetzt ja, genau, George. Geil, George. Christopher, jetzt tun wir halt nicht schon wieder markieren mich nicht, ich werde live fragen, schon, was da los ist. Die waren schon immer zusammen. Also, auf jeden Fall bin ich dann draufgekommen, der hat einen Soundtrack gemacht von dem Film The Offering. Und das ist der Originaltitel von Abisu. Also, warum, dass man den Titel ändert in einen Zungenbrecher Abisu oder ob man einfach sagt The Offering. Also, Freunde, ich weiß es nicht. Liebe Freunde von Eurovideo, die haben das verbrochen. Warum? Also, The Offering und dann ein cooles Cover dazu, das hätte gelangt, aber gut. Der Film ist nämlich sehr gut. Und ich hoffe, dass er trotzdem die Aufmerksamkeit kriegt, die er verdient hat. Und zwar geht es da um ein Ehepaar. Die Frau ist so leicht angeschwängert. Also die ist noch nicht so richtig dick. Die ist jetzt so angeschwängert, sage ich jetzt. Ist ein bisschen so Kugel. Ein bisschen O-Bums praktisch. Ja, die Groben sagen O-Bums, die ist so leicht angeschwängert. Du bist einer von den Groben. O-Bumst. Und wie fühlst du dich halt? Ja, ich fühle mich halt schon leicht angeschwängert. Leicht O-Bums. Leicht angeschwängert, ja. Leicht O-Bums. Mir schwimmt 40 wieder auf, ich glaube, ich bin O-Bumst. Wer kennt's nicht? Ah, die Stimmung. Ja, auf jeden Fall ziehen die besuchen den Vater von dem Ehemann, weil sich der mit seinem Vater zerstritten hat. Und die möchten eigentlich wieder gut sein. Zur selben Zeit wird eine Leiche eingeliefert und die haben quasi im Keller, das ist fast so wie bei Autopsy of Jane Doe, dass die quasi im Keller so ein nicht Krematorium, so ein Leichenschauhaus haben, so eine Leichenhalle. Und in dieser Zeit, wo quasi diese Familie da reinkommt, bricht aus dieser Leiche ein Dämon aus. Und dann ist Kasala angesagt. Und wir haben es eben da, wie gesagt, mit dem Abisu, das ist ein jüdischer Dämon. Ich weiß nicht, wer den Film Possession schon gesehen hat mit dem Jeffrey Dean Morgan, da geht es um denselben Burschen. Ja. Und Abisu hast du ja auch übersetzt, er holt deine Kinder. Also die Frau angeschwängert, Abisu im Haus, dann wisst ihr, was der möchte. Und dieser Kerl, dieser Abisu, ist wurscht. Dieser Abisu, der ist richtig geil gemacht, der ist mit CGI, ist der umgesetzt zwar, aber das ist richtig handfest, schaut sehr gut aus. Und der tut unsere Hauptcharaktere recht foltern mit so Halluzinationen, Visionen und Trugbilder und so. Wo man dann im Laufe des Films dann schon immer weiß, was man jetzt glauben soll oder nicht. Fand ich sehr cool gemacht. Die Produktion ist voll schön hochwertig. Jetzt kennst du das. Man schaltet das Ding ein und dann sagst, oh Gott, das schaut schon wieder alles so nach Handycam aus oder mit so einem dreckigen TV-Look oder so. Aber der ist richtig schön hochwertig produziert, hat eine schöne Atmosphäre. Ich habe teilweise ein bisschen an Ding denken müssen, an Smile.
weil er auch in die Richtung psychologischer Horror geht, hat aber auch ein paar richtig schön saftige Jumpscares mit drin. Also, du bringst in letzter Zeit jedes Mal so einen Vergleich zu Smile. Du bringst jetzt schon dazu, dass ich glaube, dass der Film richtig gut ist, dass ich mal den anschauen muss. Ja, aber du bist dann wieder enttäuscht, so wie bei Barbarian. Ein Smile jetzt oder ein Abisu? Ja, von Smile. Smile möchte, der hat er noch nicht gesehen, das war's. Achso, den hast du auch noch nicht gesehen. Nein. Auf jeden Fall, wo wir wieder bei den Juden sind, also das ist, wie gesagt, diese Hauptcharaktere, die sind alle jüdisch. Und das Ganze bringt dann halt auch mit, dass man da diese jüdischen Bräuche ein wenig mitkriegt und was manchmal ja wirklich ein wenig befremdlich ist, wenn man es halt so nicht kennt oder irgendwas. Aber das geht halt einmal weg von dem üblichen 0815er Christen-Exorzismus-Ding, sondern man hat jetzt einmal so den jüdischen Aspekt oder Glaubensaspekt mit drin. Und kommt der Cartman und singt die ganze Zeit Dreidel, Dreidel. Ja, es ist fast. Cartman vielleicht nicht, aber es kommen ein paar andere, die Dreidel singen. Okay. Ja, wir haben richtig schöne, sympathische Charaktere dabei und auch ein paar richtig coole Charakterentwicklungen. Da haben ein paar Arschlöcher dabei, die dann zu Bezugspersonen werden oder Freunde, die dann Feinde werden. Und das Ganze auf 1,5 Stunden. Also, das ist sehr straff inszeniert, fand ich sehr cool. Wie gesagt, der Grusel sehr subtil, dann auch wieder mit Jumpscares so richtig cool aufgebrochen. Fand ich sehr gut. Also, ich kann den wirklich nur empfehlen. Der kommt, jetzt muss ich schnell auf meinen Zettel schauen, am 16.3. kommt der bei uns raus. Also, es könnt sich das jetzt anhören und wenn es das jetzt, dann haut sich das Ding in den Warenkorb, irgendwo eine, egal wo, und dann kauft euch den, weil der wirklich sehr zum Empfehlen war. Hat mir sehr gefallen. Macht's das, denkt's dann an Mike und an uns. Ja. Und schließt dann am besten gleich nur ein Abo ab, wenn ihr noch keins habt. Und genau, schließt uns ins Nachgebet mit. Dann. Und dann hoffe ich, dass der Mike uns den Screener auch noch gibt, dass man auch schauen kann. Unbedingt Kids haben. Da war ich ein bisschen enttäuscht, weil das ist wirklich, ich freue mich dann immer, wenn er so ein Screener oder was kommt und dann hast du halt eine schöne Blu-ray-Hülle und so und kannst du das Ding vielleicht ins Regal einstellen. Aber das war wirklich nur eine Checkdisk. Also das ist ein Papierumschlag mit, also die ist nicht einmal bedruckt gewesen, also wirklich nur ein Checkdisk. Ja, dann lieber einen Link, weil dann habe ich den Müll nicht daheim. Aber jetzt kann was ist denn danach? Am Ende ist es der Müll, dann kann ich es wegschmeißen. Weißt du, was mir mit der Disco umeinander liegen lassen? Seitdem ich keine CDs mehr brennen muss, habe ich so einen Scheißdreck nicht mehr daheim. Das stimmt, ja. Also lieber nur einen CDs brennen war Wahnsinn. Ja, aber dann schickt man dann mache ich lieber mit einem Screener-Link, dann habe ich keinen Aufwand mit der Post, keine Kosten, kein Müll, alles ist cooler. Ja, aber die haben mir ja einen Screener-Link angeboten, aber ich wollte halt was Handfestes sind. Dahinter bin ich halt einfach einer. Ja, das sagt die wieder gleich. Da hast du wieder deine Chance gesehen, dass was ins Regal umsonst da Ja, richtig, ich hab's ja gerade gesagt. Ich habe gemeint, ich kann mir was ins Regal einstellen. Ich habe keinen belogen oder sonst was. Aber weil du Possession gesagt hast, den habe ich schon ewig nicht mehr gesehen, habe ich aber tatsächlich auch auf Blu-ray. Ja. Ja, ihr werdet euch denken, oh, der Corby Shiny. Ja, Seniore. Genau. Ich weiß das nicht mehr, dass das irgendwas mit dem Judentum zum Tag gehabt hat. Nee, ja, das war vor allem ein jüdischer Dämon, oder? Der kam doch aus Polen, oder? Ja, aber so wie dann quasi der Exorzismus am Schluss abläuft von Possession, das ist ja, du meinst den Possession mit dem Ding, mit der Gianni und dann Sam Neill, den meinst du, oder? Ich meine den Possession Nein, ich meine den mit dem Jeffrey D. Morgan. Ach so, schon den. Okay, weil das war ein politischer. Ja. Okay, na. Ich habe den aber auch schon ewig nicht mehr gesehen. Ja, also am Schluss, wenn der Abisu dann quasi den Arsch aufgerissen kriegt, das macht ja dann der jüdische Priester und der, ja, also man weiß, also schon mit die Locker. Aber wisst ihr, was das Gruseligste an dem ganzen Film war? Gleich am Anfang, wo es die Pizza holen, wo dann dieses eine Viech auf einmal reinkommt, das, was war's? Waschbär. Was, ein Waschbär oder so? Wahnsinn, das war gruselig. Und gruselig ist dann, wenn sie so eine schöne Pizza da haben und dann essen sie so eine, dann bleiben sie weil dann senkst du irgendwas und dann lassen sie die Pizza liegen. Da die nie. Und wo es mich auch nervt, das ist, wenn so eine ganze Familie dabei ist, eine ganze Familie, dann kaufe ich nicht eine scheiß Pizza. Dann brauche ich mindestens 3 und noch eine Portion Nudeln dazu, weil die Brut wird nicht satt von einer Pizza, das schwöre ich. Allgemein. Also das ist so ein Wort direkt, das man vielleicht schnell einwerfen kann. Bitte. Das Essverhalten in Filmen ist das allerletzte. Ja, sehr gut. Das regt mich jedes Mal auf. Ja, das regt mich. Wenn du früher oft einmal, wenn da richten das Frühstück her, sowas hast du deinen Lebtag lang nicht einmal zum Mittag gekriegt, sicher Frühstück. Und dann nimmt er sie irgend so verhurzt, knockert Obrens Toast vom Tisch und sagt, ich hab keine Zeit, ich muss los, fick dich doch, die Zeit nimm ich mehr. Aber die Mutter hat aufgekocht, sie steht seit 5 Uhr da und hat das Bacon so einen Haufen gemacht, dass du sagst, ja, Sakrati, ist das ein Haufen Bacon? Aber die lassen es alles stehen, richtig. Eben, und da möchtest du deine Kinder beibringen, dass man Essen nicht wegschmeißen, was sind sie, die Idioten, die schmeißen den 3 Teller weg.
Ja. Ich finde es eher immer faszinierend, wenn es zu zweit sind und dann irgendwie 8 Schachteln chinesisches Essen vor sich haben. Die ist aber so geil, ja. Wo ich mir denke, ja, was zum Teufel fresst sie denn jetzt? Da habt ihr einmal einfach gesagt, bitte die Karte einmal. Genau, sie haben nicht einfach gesagt, gib Essen. Aber Pizza ist immer Zwing. Also, wie gesagt, ich schwör's euch, also 2 Kinder und 2 Erwachsene werden niemals von einer Pizza satt. Niemals. Die Pizza Null, muss schon so der groß Bier sein. war schon nicht satt. Da klang nicht mehr, wenn nicht so groß ist wie ein Autoreifen, die muss ja ein bisschen größer wie Bulldog-Reifen, Freunde. Ja, das ist Aber wie heißt die eine Serie wieder, die sie jetzt auch abgesetzt haben bei Netflix, das Space Force, genau. Da gibt es eine Folge, da tut sie die Tochter lauter Pizzen bestellen, weil sie Pizza-Party machen möchte, aber es kommt keiner. Und dann sitzt sie am Ende mit 40 Pizzen oder so dann da. Da habe ich mir gedacht, geil, das ist mein Traum. Voll geil. Voll geil. Und wenn wir schon beim Essverhalten sind, was mich auch aufregt bei Filmen, die sind Splatters vom Bier trinken. Ist euch das schon mal aufgefallen? Die haben immer Flaschen an Flaschenhals zwischen Daumen, Mittel- und Zeigefinger und dann kippen sie die Flaschen um 180 Grad nach oben. Da geht da jedes Bier über. Kein Mensch sauft so ein Bier, du Vollidiot. Sauft Ja, das die Halbe aber normal. die haben ja keine halben. Ja, eben. Das sind ja immer nur Das diese ist 03. scheißegal. Keiner trinkt das so. Entweder Doch. machst du einen Tornado oder trinkst normal, aber das, was ist, macht das beschissen. Also, Regt mich richtig auf. Total unrealistisch. Totale Hollywood-Verblendung ist das. unfassbar. Wahnsinn. Unfassbar, ja. Und am Ende möchtest du auch so trinken, weil du meinst, das gehört so und schützt der Halbe über Pfotzen. Und dann möchtest du aber noch Mädels imponieren. Ja, genau. Dann sag ich, ja, normal sauf ich schon auf, wächst und schütt mich nicht ab damit, aber das hilft dann auch nicht mehr. Das hilft dir dann nicht. Jetzt habe Nein, ich noch ganz was einen kurzen, hast du ne? sonst noch? Ja. Ich habe jetzt noch Ja, ganz sag. einen kurzen und dann bin ich fertig. Der war gut, Den oder? hast du nicht gerade jetzt. Weißt doch du nicht. Freilich weiß ich's. Überhaupt nicht, woher denn? Ja, weil es Nein, das wahrscheinlich hat auch jetzt so kein ist, wenn du Wissen, vorher egal. hast. Wer weiß, was früher war. Jetzt weißt du, was dann habe ich mal bei YouTube noch was angeschaut. Ich schaue mir mal nie was bei YouTube an, aber ich bin gestern auf Nacht so im Bett gelegen und habe Hast du endlich das angeschaut, was ich dir geschickt habe? Nein, das habe ich jetzt, wo du das sagst, ist so wieder eingefallen. Mit dem grausamen Löffelkiller. Nein, das habe ich Hey, nicht angeschaut. jedes Mal, wenn ich das sehe, muss ich an die denken. Dieser scheiß Spoonkiller, der and again, Ja, and voll again, geil. and again. Ja, schau dir die so, Mike, das sind so viele Stunden von dem Leben, die wir erst auf alle Fälle gern opfern. Ja. Und ich habe mir aber eine halbe Stunde von meinem Leben nicht weggeschmissen, aber ich bin verstört eingeschlafen. Und zwar habe ich The Strange Thing About the Johnsons angeschaut. Der erste gefährliches Halbwissen, ich sage jetzt einfach der erste Kurzfilm vom Ari Aster, der auch Hereditary und Midsommar gemacht hat. Und das Ding ist wirklich verstörend. Also nicht jetzt wirklich, dass man sagt, da ist jetzt mal zu viel Blut oder irgendwas, aber das ist psychologisch so ein fieses Ding. Ich mag euch jetzt auch nicht zu viel verraten, sondern ich sage jetzt nur, was sind die ersten 5 Minuten, was sich da rauskristallisiert. Und zwar ist jetzt in dem Film das einmal so umdreht mit Misshandlung oder Missbrauch in der Familie. Und zwar missbraucht in dem Film der Sohn den Vater. Und Okay. Freunde, das Ding ist kein Das Spaß. ist schon mein Fuck. Das ist kein Spaß. Also ich hab ein paar Sachen, ich hab's nicht glauben können. Der Film geht schon mal los mit einer ganz weirden Szene. Ich werde jetzt nicht ausführen, was da passiert. Ich bring's nicht über meine Lippen. Aber es ist so gestört, dass ich sage, ich wollte eigentlich schon gar nicht weiterschauen, habe aber gar nicht glauben können, Ari Aster, hast das du gemacht? Was das du? Das ist ja unfassbar. Was stimmt mit dir nicht? Und dann, wie es dann weitergeht, also Freunde, das ist kein Spaß. Schaut euch den unter Vorbehalt an, es ist ein richtiges leck. Wie heißt der? The Strange Thing About the Johnsons. Und das ist einfach so auf YouTube. Ja, dauert 30 Minuten von 2011 und ist ein richtiger Punch in die Magengrube. Also das war, also wie gesagt, kein Spaß. Kein Spaß. Okay. Ich bin's. Jetzt muss ich mich duschen. Geh Mike, tu nicht oben. Der Bub ist noch zu jung. Jetzt hör auf, das sind die Gags, fällt das machen wir nix. jetzt hier nicht. Aufhören. Wisst ihr, was richtig krass ist? Also richtig krass wohl leck. Das habt ihr sicher das mitgekriegt, dass sie einen Spionageballon über Amerika abgeschossen haben von den Chinesen, ne? 3, oder? Ja, mittlerweile schon 4. Und jetzt hat's geheißen, was da eigentlich los ist, was das ist, ob sie da zufällig, weil sie wissen nicht genau, was das alles sein soll. Und jetzt hat's geheißen, ob es nicht vielleicht eine Invasion von Aliens ist. Und jetzt hat's die Antwort vom General Glenn van Herk war dann, überlasst es den Geheimdiensten, dass es, was das genau ist, aber zu dem Zeitpunkt können sie es noch nicht ausschließen und sie gegen jeder eventuellen Bedrohung nach. Was? Geile Amis wieder. Jetzt haben wir unsere Alien-Invasion endlich. Und es ist wie in die Filme, sie fallen natürlich in Amerika ein. Aber ich muss auch dazu sagen, wer Natürlich. sich aktiv auf eine Zombie-Apokalypse vorbereitet, der bereitet sich auf eine Alien-Invasion vor, wenn man nicht ist. Ja, musst du aber. Ja, schon.
Weißt du, aber du möchtest nicht rumvorbereitet Ich sein, sag oder? nichts dagegen. Na? Kann alles sein. Wie oft hat es in einem Horrorfilm geheißen, ich glaube nicht, was du sagst, und am Schluss beißt dir die Seele in den Arsch. Und dann heißt es, ja, hätte ich noch gerade. War ich noch Genau. grad. Lieber bist du ein bisschen ein Prepper, gell? Ja. Olli? Ja. Haben sie den ersten Wetterballon nicht über Meer abgeschossen aus dem... Wetterballon, jetzt einmal langsam. Ja, jetzt das war war's es wieder wieder, gell? Wetterballons. Ja, gewesen. eben, weil sie gesagt haben, die waren sich ja nicht sicher, ob nicht Sprengstoff drin ist oder ob es nicht dann doch harmlos ist. Aber abschießen damals auf jeden Fall. Ja. Die Amis sagen halt immer in dubio pro Schießen. Weißt du es ja eh. Erst schießen. Aber dann nicht fragen. mit dem Gemächt auf der Bühne wackeln, da gibt's Anzeigen. Gut, halt Ob nicht die mehr. das im Studium auch lernen? Weißt Sicher. du, dass das von allen Entscheidungsbäumen dann immer so eine Entscheidung ist. Ah, ja. Abschießen, sprengen. Was hast du denn da in der Führerscheinprüfung? Sie kommen an eine Kreuzung, rechts steht ein LKW, links der, da ist ein Schüttel, wer hat Vorfahrt, wer muss warten, wer darf schießen? So schauen die Fragen aus bei den Amis. Ja. Oh Gott, die geilen Affen, die hinten. Jetzt habt ihr mitgekriegt, dass ja bei DC Studios hat sich ja einiges geändert und der James Gunn ist jetzt Chefe. Ja. Habt ihr den 10-Jahresplan gesehen? Was Nein, jetzt auf uns? ich hab nur davor besetzen so einen Podcast gehört, der heißt Viva la irgendwas mit Filmillusion oder so. Viva la Scheißdreck. Ich will ein Scheißdreck. Und da bin ich blöd angemacht worden, weil ich nicht gewusst habe, dass der James Gunn jetzt dort ist und da die ganze Zeit lauter Schmarrn macht. Okay, aber du hast es gemerkt, das ist doch gut. Schau her, wir sind unserem Bildungsauftrag nachgekommen. Der Corby ist nicht mehr gar so dämlich wie davor. Auf alle Fälle, ab 2025 kommen hat der James Gunn jetzt die ersten 10 Filme da ausgekaut. Er selber übernimmt einen Superman-Film, Superman Legacy. Das Ganze wird jetzt nicht in Phasen, sondern in Chapters aufgeteilt und das erste Chapter ist Gods and Monsters und der James Gunn hat auf Twitter Umfrage gemacht, ob seine Superman-Unterhosen oder über sein Kostüm haben sollen oder nicht. Jetzt rat jetzt mal, wofür die Leute gestimmt haben. Für Unterhosen. Yep. Ja. Kein Superheld ohne Unterbuchsen. Es gibt noch, der zweite Film ist ein Batman and Robin Film, The Brave and the Bold. Ein Supergirl-Film, Woman of Tomorrow, das soll eine ziemlich starke Storyline sein, die erst, glaube ich, vor nicht einmal 10 Jahren oder so veröffentlicht worden ist, dann muss ich mal reinlesen. Ein Swamp Thing Horrorfilm kriegen wir, Creature Commandos Animated Series, The Authority, die kenne ich selber noch nicht. Amanda Waller kriegt eine TV-Show. Oh Gott, ja, die haben wir unbedingt gebraucht. Ja, da bin ich auch schon gespannt, weil die hasse ich in jedem Film. Vollgas. Kann aber dann eine coole Serie werden, in der es noch mehr Grund zum Hassen gibt. Lanterns kriegt eine TV-Serie und die soll sich an dem Stil von True Detective orientieren. Und lass mir raten, die machen jetzt diesen Flashpoint-Film, da wo jetzt dieser Trailer rausgekommen ist beim Super Bowl. Und dann kommt eben diese Verschneidung oder Verschiebung und jetzt haben wir dann alles anders und alles neu, oder? Deswegen haben wir einen Kevin auch absageln müssen. Genau, also wie ich schon ein paar Mal gesagt habe, dass der Flashpoint sicher der Neustart vom ganzen DC-Universum wird. Und das hat er jetzt auch schon bestätigt, das wird so der Neustart. Es gibt noch Booster Gold, das ist auch so ein Held, den ich nicht kenne. Und Paradise Lost, eine Serie, die auf, Timothy oder so, keine Ahnung, die Welt, wo der Wonder Woman spielt. Und die soll Game of Thrones-Stil haben. Ja, ich bin gespannt. Ich bin vor allem auf die Castings, bin ich dann gespannt, wenn die rauskommen, wer wo es spielen wird. Wir sehen mal in dem Trailer, den der Mike jetzt schon erwähnt hat, sehen wir ja an Ben Affleck zum letzten Mal als unserem Batman. Da bin ich sehr traurig drüber. Aber wir haben einen sehr coolen anderen Batman noch drin. Ja, der Trailer hat eine sehr geile Überraschung. Der Michael Keaton kehrt wieder zurück als Batman. Das ist richtig geil. Der Batman. Ich bin Batman. War geil, also der Trailer schaut cool aus. Das war jetzt mein Trailer, den ich auch gesehen habe, weil mein Bruder sich heute in der Früh schaut so ins Handy und sagt, Papa, was ist denn das? Ich sage, ja, der Kani hat mir einen Trailer geschickt. Ja, was ist denn das? Auch von Flash? Ja, den möchte ich jetzt sehen. Ja, gut, sage ich, hauen wir uns halt den Trailer rein. Der war Dann wirklich schaust du noch, Bub. Der war wirklich stark. Genau, ohne mich. Ich bin raus. Dafür bleiben ja die Batman-Reihe mit dem Pattinson, die wird es weiterhin geben und auch Joker und zum Beispiel auch Teen Titans Go, die animierte Serie, die laufen dann unter die DC Elseworld, nennen sie das. Und das Universum besteht ja dann aus Filme, Serien und anscheinend sogar aus die Spiele und Animationsserien. Das sind die ganzen Schauspieler sind als Sprecher für die Spiele und die Animationsserien verpflichtet. Also man hat dann auf alle Fälle in der Hinsicht schon mal eine Durchgängigkeit. Da kann man ja, glaube ich, beim DC-Universum schon mal dankbar sein.
Und wo ist bei dem Ganzen der Henry Cavill? Der ist, er hat es jetzt letztes Mal gesagt, der James Gunn hat dann gesagt, der Henry Cavill ist nicht gefeuert worden, er ist nie angestellt worden für die Rolle jetzt in seinem Ding. So kann man es natürlich auch ausdrücken. Die dumme Sau. So kann man es natürlich auch ausdrücken. Ja, und die kommen in 4 Projekte, die jetzt noch unterwegs sind. Das ist im Blue Beetle, Shazam 2, Aquaman 2 und der Flash. Die laufen alle ins neue DC-Universum mit ein und eben Flash als großen Resetter des DC-Universums. Ja, ich bin gespannt. Ich hoffe, ich war froh, wenn es dann endlich einmal durchgängiger Stil wird und nicht so das Auf und Ab, wie wir es jetzt eben die ganze Zeit gehabt haben. Schade ist immer nur, dass es nicht weitergeht mit dem Snyderverse. Ja, der hätte jetzt auf jeden Fall noch einen Abschluss braucht. Ja, da ist jetzt trenden ja wieder so Hashtags, dass Netflix das Snyderverse kaufen soll. Sie sollen die Geschichte an Netflix abtreten, Warner Brothers. Bitte. War geil. War geil, wenn er seine 2 Justice League-Filme noch machen dürfen. Aber ja, da stehen die Chancen nicht so gut. Das ist echt bitter, wenn du mit so einem Projekt anfängst, mehrere, wahrscheinlich, ja, weiß ich nicht, Milliarden oder Millionen halt einfach eine butterst und dann passiert nichts. Ja, das ist echt, vor allem halt auch die Energie und die Zeit, die er da reingesteckt hat. Also es ist schon sehr traurig. Ja, nicht nur bei ihm, bei allen. Also wie viele Leute wahrscheinlich mitgearbeitet haben. Das ist ja brutal. Und das war, glaube ich, halt auch wirklich von alle irgendwie so ein bisschen so ein Herzensding, aber zum Beispiel aus dem Zack Snyder Cut von Justice League, die Schlussszene mit dem Ben Affleck, die haben sie beim Zack Snyder im Garten draht, da ist er einfach so schnell bei ihm vorbeigekommen und haben das noch aufgenommen. Also da sagst du, dass die halt einfach, ja, auf einmal kommt's vorbei, machen wir das nochmal ohne großes Tamtam. Die wollten das halt auch so veröffentlicht haben, wie sie es geplant hatten, aber die Warner Brothers Chefs wollten das halt nicht so. Und ich glaube, der James Gunn hat ja sogar so deutlich gesagt, dass die vorherige Führungsriege das komplette DC-Universum komplett abgefuckt hat. Ja, echt bitter, weil ich meine, vergleich das mal mit Marvel. Wenn die jetzt einfach aufhören daten, du hättest so viele Storys drin, die schon abgeschlossen sind. Ich glaube, es ist immer nur dann befriedigend, weil du halt dann sagst, ja okay, da habe ich schon die ganz großen Elemente drin gehabt, von ganz viel Leid, die Storys zu Ende erzählt, viele Filme funktionieren für sich ja einfach auch gut und das hast ja bei DC eigentlich in die mehreren Fälle eher nicht gehabt. Ja, das ist sehr bitter, aber wie schon gesagt, ich bin zwar traurig, so wie der Mike, dass wir nicht unsere alten Leute wieder zurückkriegen als die Helden, die man jetzt da gesehen hat, aber zumindest freue mich dann drauf, dass wir mal jetzt wirklich einen durchgängigen Plan haben werden und hoffe, dass der durchgezogen wird, weil das DC-Universum hätte ja unglaublich geile Figuren und unglaublich geile Geschichten zum Verzeihen, aber sie haben es halt jetzt bisher einfach nicht lassen und ich glaube da auch, dass der James Gunn ganz stark dafür steht, dass die Regisseure die kreative Freiheit über eine Filme behalten, weil das ja auch immer ganz ein großes Thema war, dass die ganzen Warner Brothers Chefvögel da sich so stark eingemischt haben in die ganzen Projekte und das soll jetzt halt auch nicht mehr so der Fall sein. Und wie pisst es halt an, wenn es halt da das immer so groß aufspulen wollten, dass sie halt dann sagen, ja, und da kommt dann nur das ganz große Böse, was weiß ich. Wir haben ja nur noch einen Film vom großen Bösen entfernt gewesen. Ja, genau. Von der großen Endschlacht. Das war halt jetzt, wo ich gesagt hätte, okay, das hätten sie uns nur geben können und dann hätten wir das gekriegt, was wir wollten und dann kann man mal sagen, okay, jetzt greift man was Neues, jetzt macht man diesen Flashpoint, aber so hängt wieder dieser Snyder-Cut von Justice League einfach in der Luft, weil der kein Ende hat. Das ist halt einfach Müll. Ja, das nervt. Ja, richtig. Nervt mich richtig. Sag mir was Positives, ha? Ich habe eigentlich gar nicht so viel Positives. Ich habe mit der zweiten Chucky-Staffel angefangen. Oh, und? Das kann ich, also die kann ich auf alle Fälle. Ja, die kann ich alles mal leck mitnehmen. Die macht wieder genauso Spaß wie die erste Staffel, aber ich habe da als Wort Dreck habe ich mir da eher aufgeschrieben, die Fresse vom Jake. Von unserem Hauptdarsteller. Also der ist ja wirklich wir haben jetzt, glaube ich, in unserer Folge über die Serie auch schon mal gesagt, aber die Fresse von dem, das geschaut, das ist wirklich das pure Leiden die ganze Zeit. Ihm tut immer einer weh, immer zieht dem einer den Nippel bei jeder Szene. Ganz, ganz, ganz grausam. Aber was noch viel wichtiger ist Glenda dabei. Teasert. Ich krieg die Krise. Das wird meine Nemesis, die zweite Staffel. Ich hab's befürchtet. Halt doch mit dem Maul jetzt. Nein, lass mich. Der war in Seed of Chucky schon beschissen.
Und ich hoffe, dass ich die Serie nicht runterzieht, aber ich gehe mir fest Dass du schon wieder so transfeindlich bist. Nicht trans, aber dieser Glenda. Das ist eigentlich mein Part, haben wir festgestellt in die Talkthrough-Folgen. Okay. Also bleib du bei deinem Nazi-Scheiß. Was für ein Nazi-Scheiß, hör auf. Du bist der Rassist bei uns. Überhaupt nicht, das ist doch der Korbi hier. Nein, er ist ein Frauenhasser. Du bist der Rassist. Schau dich an mit deiner Glatzen. Ich hab noch nie eine Frau jetzt gehasst. hör halt einmal auf. Ja, weil du es hast, deswegen. Was? Was? Du hast doch gesagt, dass du nie eine Frau gehabt. Okay. Da darf meine Frau wahrscheinlich was anderes behaupten. Das lass ich jetzt einfach so im Raum stehen. Ja, gut. Das lass ich jetzt einfach so im Raum stehen. Ja. Ich hab den Monat wirklich nicht viel gesehen. Ich kann zwar als hätte ich God of War 2 noch mitnehmen können, aber das haben wir jetzt in der Februar-Zock-Folge, habe ich das schon drinnen. Dann war es komplett geschmerzt. Was mich aufregt, wo ich mich irgendwie schon wieder aufregen muss, das ist, ich bin ja, da wissen wir mittlerweile, ein körperliches Frack, weil ja, wie in der Bloody Valentine-Folge erzählt habe, 20 Jahre lang schon in Kohleminen gearbeitet habe und muss ja die ganze Zeit Schmerzmittel fressen und Tabletten ohne Ende. Und ich weiß nicht, was das jetzt wieder ist. Du hast so einen Blister raus, hast links und rechts 5 Tabletten. 2 so rein, 5 Tabletten, also 10 Stück. Und in den neuen Ding machst auf, dann sind einfach links und rechts 4. Aber der Platz für die 5. ist da ist gerade nichts drinnen. Und wir haben dann einfach genau die gleiche Anzahl, aber einen Blister mehr. Das verstehe ich nicht. Das macht mich wieder so fuchsig, dass ich durchdrehen kann. Auf der einen Seite wollen sie irgendwie Müll sparen und wenn einfach in die Blister die 2 von Haus aus rein da, dann hätte ich einen Blister weniger. Aber warum lassen wir da den Platz und dann mal einen kompletten Blister mehr rein? Ich verstehe es nicht. Das ist schon wieder, das macht mich komplett fertig. Was da ist ein Blister? So was wird da fragst du mal einen Prepper, wenn du ihn findest. Jetzt verarsch mich nicht. Was ist das? Das ist da, wo die Tabletten drin sind, dieses Plastikding. Ja. Oder bei Spielfiguren, für das, was vorne drauf ist. Genau, dieses Plastik, wo die Sachen drinnen sind, nennen sie Blister. Genau. Aha. Genau. Und ist, wie gesagt, aus Plastik. Das ist ja nicht so gut für die Umwelt und das soll man ja vermeiden. Und dann machen wir, anstatt wir die Blister voll machen, machen wir einfach nur mit einen kompletten ganzen Blister mit rein, weil offensichtlich sind wir jetzt so behindert. Keine Ahnung, was das soll. Regt mich voll auf. Das mache ich auf und dann kann ich schon wieder die ganze Schachtel hinterwerfen, weil mich das voll aufregt. Aber Hauptsache ich kaufe mir das Zeug aus Glas und nicht aus Plastik, weil ich bin ein toller Bürger. Kriegt mich das auf. Das nächste Mal schmeiße ich irgendwann das Glas um den Kopf, wenn ich mir das so viel nervt. Sei Bürger. Ja, sei Bürger. Sei Bürger. Kruzifix. Aber ansonsten, ich habe wirklich den Monat ist relativ schwach gewesen bei mir und Zeug, was ich angeschaut habe, es war alles irgendwie so belanglos. Nicht wirklich erzählenswert, aber auch nicht schimpfenswert. Das ist das Traurige. Oh Mann, wenn es so mittelmäßig ist, das ist scheiße. Das ist immer ein bisschen blöd, ja. Ich habe zwar die ganzen Chucky-Filme jetzt nochmal angeschaut, aber das haben wir ja in der Serie schon gesagt, was wir davon halten. Ja. Finde ich geil. Freitag der 13. habe ich mir jetzt die ersten 3 wieder mal angeschaut. Ist auch immer wieder geil, aber es ist halt jetzt nichts, das man wirklich totschmerzen kann. Bei mir war es sogar noch so, dass geheißen hat, ja, wir nehmen Wolek so wegen früher auf und ich noch gedacht habe, Wolek, ich habe nur 10 Sachen angeschaut, aber seitdem ich weiß, dass wir früher aufnehmen, habe ich noch so viel Zeit durchgekürzt, ich glaube, ich kann eine Stunde schmerzen, aber das mag ich jetzt auch keiner mehr hören. Jetzt haben wir schon bei einer Stunde. Ich hätte gehofft, dass der Eiwang auf Twitter wieder ein bisschen was raushaut, aber der ist auch ruhiger geworden. Der hat das gehört, der hat sich dann gedacht, oh nein. Wahrscheinlich, ja. Aber der Twitter, Eiwanger ist dagegen, aber leider wieder nichts. Was auf alle Fälle ein Wolek wird, und zwar ist es dann schon heraus, aber jetzt noch nicht erschienen, aber ich hätte es als Wolek dabei, ist das neue Album von Menasmos. Das kommt jetzt dann Mitte Februar raus. Da bin ich mal heiß drauf. Okay. Aber, schon wieder nice, okay. Ja, völlig, her damit. Irgendwie so fettes Album und ich glaube, dann ist noch irgend so ein EP dabei und weil die haben ja so einen Kurzfilm ausgebracht auf YouTube, den KT 800. Und haben die Little, die da gespielt worden sind, haben es da nur in der Special Edition als EP noch dabei. Aber ja, ist halt leider noch nicht heraus, darum kann ich es noch nicht ganz beurteilen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es Oberwelt wird, weil das erste Album schon geil war und alle Little Feiner geil sind und sie einfach geil sind. Das ist, ja. Ja, Wahnsinn. Schön. Wahnsinn. Das ist. Ich hätte nur einen Film. Also, wenn du schon nichts mehr hast, dann können wir ja nur kurz über den reden. Bitte? Das war so ein zwiegespaltenes Ding. Habe ich mich gestern erst gesehen und habe mir gedacht, naja, den Film habe ich mir jetzt auch nur wegen der Hauptdarstellerin angeschaut. Wer war's denn? Ihr kichert schon. Natalie Dormer habe ich mir angeschaut. Oh. Und der Film hieß The Forest. Ich habe mir's fast gedacht. Ja. Der Schelbschmordwald. Ja. Also Ohne irgendwie die Grundidee fand ich cool und die komplette Umsetzung völlig lame.
Ja, ich fand den auch durchwachsen. Und die kannst du nicht mehr Vor allem war ständig mit diesen alten Lights, die dann so dämonenhaft auf einmal dann da hervorspringen, wo ich mir denke, ja, aber warum? Die armen alten Leute. Ja, dass du schrickst. Ja, und auch irgendwie dass sie Zwillingsschwester gespielt hat, die einfach wirklich 1:1 genauso ausschaut wie sie. Ja, es haben Zwillingsschwestern so an sich. Ja, weiß ich nicht. Trotzdem, Natalie Dormer, da hat sie halt schon wegen dem, dass sie dabei war, 2 Sterne gekriegt. Ja, taugt er, oder wie? Sie ist cool, ja. Das freut mich. Du weißt wieder nicht, wer das ist, gell? Freilich war es von Game of Thrones. Ah, von Game of Thrones, von ja. den letzten Hunger Games, oder? Die wo so geil ausrasiert gehabt hat. Ja, genau. Ja, richtig. Da hätte Die ich mir ist ja schon- eigentlich gehofft, dass die Katniss stirbt und dass sie einfach übernimmt. Das war cool. Ja. Ich hab schon gesagt, ich hab schon gemeint, du sagst jetzt irgendeinen Film, den du wegen der Hauptdarstellerin angeschaut hast, weil es Melissa McCarthy war, aber Gott sei Dank nicht, weil sonst hätte ich den aus dem Podcast rausverbannt. Da wärst jetzt einfach raus. So schaut's aus. Die Woche läuft der Ant-Man an, gell, der dritte. Da bin ich ja gespannt auf Okay, den muss ich mal anschauen. Die muss ich mal Ja, anschauen. da tritt der Kang wieder auf, beziehungsweise dann, meine ich, die bösere Variante von ihm. Ja, so wie er in den Comics dann ist, oder? Wo er dann Ja, es so gibt ja einen 1000 Anzug hat Varianten. und so. Es gibt ja 1000 Varianten, aber da kommt er in dem Anzug, meine ich, mit Helm und alles, Ja, Sechsten genau. da bin ich. Also, niemand interessiert der Kang, aber Catherine Newton spielt damit. Das hast du letztes Mal schon gesagt. Ja. Dass Und die so hat uns ganz, letztes Mal schon nicht ganz heiß interessiert. bist. Und jetzt google das wirklich, weil ich immer noch nicht weiß, wer das ist. Catherine Newton ist die von Paranormal Activity 4 Ja, weiß ich schon. und von Freaky. Sie spielt ja da die Tochter vom Ant-Man. Das ist die. Ja, Okay. die ist cool. Und die findest du sexy oder nur cool? Ein bisschen was von beiden. Schau erst einmal, wie alt das ist. Ob es dann Probleme Ach, gibt. Ja, die ist Geburtsdatum echt ist nur. 97. Ja, locker. Da geht schon. Aber die ist aber nur okay, das sage ich dir schon. Du bist nur okay, du hässlicher Nein, ich Depp. bin super. Ich Nein, bin Fotzengrob super. bist du. Mike, in wie überhaupt viel nicht. Paranormal Activity Film hast du schon mitgespielt? Eben. Bei mir sehe ich nach der Paranormal Activity, Freunde. Ich brauche ich vorher mitgespielt haben. Und Mike, darf man mir den Podcast mit Video aufnehmen, wenn die Catherine Newton mitmachen darf? Ja, nehmen wir mit Video auf, weil du dabei bist? Nein, Nein. also. Ja, aber nicht wegen mir. Es bist Heute schon du hässliches auch am Maul jetzt Start. Du bist Jonathan am Myers Start. als Kang the Conqueror, den finde ich geil, weil der Typ, der hat man bei Lovecraft Country oder wie hat's geheißen, die Serie? Ach, das ist der, ja. Lovecraft Ja, Country. genau, der hat mir da schon viel taugt, ich finde, das ist ein super Schauspieler und da freue ich mich auch schon auf den. Und der bin Bill gespannt. Murray hat seinen Auftritt, gell? Ja, endlich der kehrt ja ins Marvel-Universum. Der kehrt da rein, ja. Ghostbuster. Der Modok kommt, ja, als bei Ghostbuster. Sehr schön. Der Modok wird eingeführt als Bösewicht, da bin ich auch schon gespannt. Ja, ich freue mich schon. Ant-Mans, Wird weil ich finde, super. mit Ant-Mans waren so kleine besondere Filme im MCU, die ein bisschen aus der Reihe tanzen, aber die haben mir immer so an Kreativität am besten gefallen, vor allem die Endschlacht vom ersten Ant-Man. Und ich fand die Ghost vom zweiten Ant-Man als böse, als Gegenspielerin, sage ich jetzt mal, als Bass, weil wirklich Bass fand ich jetzt gar nicht so, weil die voll nachvollziehbar war Das in stimmt. ihrem Handeln. Das war einmal so untypisch fürs MCU, nicht einfach nur Größenwahnsinn, sondern du hast wirklich verstanden, warum tut die das und hast die eine versetzen können, dass du sagst, das tat ich wahrscheinlich auch, weil ich halt auch nicht sterben mich. Ja, bei den Ant-Man-Filmen geht es ja nicht immer gleich ums ganze Universum oder die ganze Welt, sondern wir haben ein wenig intimere Geschichten. Wobei ich den Genau, da zweiten schon geht's ums immer so Kinderzimmer. gut fand. Das ist wie bei Guardians 2, das sind so Dinge, die fallen ab dem zweiten, fallen die ab. Ich bin jetzt auf den dritten gespannt. Und du fällst jetzt dann bald runter. Los mich in Ruhe. Nein, weil es mir auf die Nerven geht mit deiner Nörgelei. Du bist ein richtiger Nein, Depp geworden. man kann nicht einmal was Ein kritisch richtiger sagen, Depp oder? bist- ein richtiger Depp bist Und beim du. Kanter steht Marvel drauf und er frisst es einfach. Er frisst sie voll mit dem Scheiß. Alles, umsonst bin ich nicht so fett. Sagt mal, habt ihr schon mal den Terminator 2 gesehen? Terminator 2 habe ich schon mal gesehen, ja. Ja. Das wäre doch echt geil, wenn der im Kino laufen hat. Da war er auf alle Fälle im Kino. Aber da glaube ich, gibt es sogar eine Möglichkeit, oder? Ja, stimmt, oder? Jetzt gerade, wo ich es ausspreche, fällt es mir gleich wieder ein. Ich glaube, dass der bei diesem Best of Cinema in einigen Kinos kommt. Da klingelt etwas, ja. Da glaube ich, ist auf alle Fälle ich glaube sogar der Director's Cut, oder? Und irgendwas war da. Irgendwas haben wir auch vor kurzem angekündigt, dass wir irgendwo da sind, wo man es anfassen kann. Ja,
weil das darf man uns nicht nehmen lassen, wenn der im Kino läuft, dass wir da hingehen und da fahren wir sogar bis auf Neufahren ins Cineplex. What? Und Krass. werden da dann Terminator 2 presented by Viva la Movilusion auf der Leinwand zeigen und jetzt könnt's wieder gehen und könnt's uns an die Nudel krapschen. Nein. Was? Nein. Nein. Was doch? Der Corby hat da nichts zu mitschmerzen. Das steht im Vertrag drin, wenn wir mir live auftreten. Was für ein Vertrag? Den hast du unterschrieben im Soft, das weißt du nicht mehr. Okay. Auf alle Fälle darf sie gelangen, was wollt's. Und wir freuen uns. Wann ist das Datum? Das haben wir am 4. April. Erster Dienstag des Monats ist ja immer, da ist ja dann immer diese Reihe, die Best of Cinema Reihe, da kommt einer von diesen alten Hammen im Kino. Und am 4.4. ist Terminator dran. Und da darf man uns freuen, wenn wir vielleicht den einen oder anderen von euch sehen würden. Es dürft euch auf alle Fälle mit Karten reservieren. Es wurde schon in einen größeren Saal verlegt. Ich sage jetzt einfach mal wegen uns, obwohl es noch keiner gewusst hat, aber die Leute haben den Braten schon gerochen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Also das kann ja eigentlich nur an uns liegen, oder? Terminator 2. Der Film, der jetzt ja keiner ins Kino. Sie kennt ja Ich wollte gerade keiner. sagen, die kennt ja fast keiner. Weißt du, den ersten Terminator, klar, kennt jeder. Aber dass da Fortsetzung gibt, das weiß ja fast Und keiner. wenn ihr bei T2 hört, meint er sowieso Terrifier 2. Das ist das nächste, ja. Und den hat ja schon jeder gesehen. Also wegen Terminator 2 muss ich nicht. Vor allem, wenn man hört, dass es eine Fortsetzung ist, die der James Cameron gemacht hat, dann denkt man sich, ach, Avatar 2 war schon so ein guten Scheiß. Dann schenke ich mir den Mist. Ja, da haben die verdammten Aliens gemacht, Freund. Genau, ja. Da war es nicht. Aber wie gesagt, schaut's wegen Karten, wenn's da Interesse habt. Es wird von uns präsentiert. Wir werden irgendeinen Schmarrn am Anfang verzeihen. Vielleicht gibt's danach noch die Möglichkeit, was zu gewinnen. Man munkelt, aber Plätze sind rar gesät. Richtig, genau. Und ihr könnt uns endlich mal live erleben. Wir haben ja schon fast einen Shitstorm damals ausgelöst bei der 100. Folge, als dann hieß ja, wie, ihr habt da wirklich live was aufgeführt mit Publikum. Wo war ich? Ja, offensichtlich nicht vor Ort und Stelle, du Vollidiot. Hättest du damit geschrieben. Jetzt habt ihr mal die Chance. Jetzt diesmal wirklich. Also wir sind eben auch Stars zum Anfassen, das haben wir schon immer gesagt. Und wollen wir diesmal auch wirklich das wiedergeben, was wir sagen, dass man uns anfassen kann, Wallecke. Jetzt hör auf, das stehe ich zum Betonen. Nein, weil ich angelangt werden mir. Ich rasiere mir extra. Gut. Perfekt. Corby, du, wenn du nicht mit gebleachten Arschloch kommst, dann brauchst du gar nicht mitkommen. Sagt er ich. Tja. Stressseufzer, nicht schon wieder bleacht, das ist letztlich schon so brennt. Mann, ey. Ganz genau, deswegen habe ich gesagt. deswegen. Ja. Da gehen wir miteinander wie bei Brüno, oder? Oh Gott. Großer Ja, Gott. Mike, magst du irgendwas Positives zum Abschluss noch sagen? Naja, ich möchte gar nichts mehr sagen. Außer dass Positiver als gebleachte Arschlöcher wird's halt nicht mehr. Schneid das raus, Kabi. Ich mag nichts vor solche Sachen hören. Ja, genau. aufhören. Bis das nächste Mal wieder auf Pornhub irgendwas suchst zum Schleudern. Ist jetzt zur Ruhe. Ich möchte mich bedanken, dass ihr alle da wart. Und dort unsere Beiträge bitte ein bisschen teilen und liken. Haut unsere Folgen in WhatsApp-Status ein. Das macht man jetzt so. Dort Glocken drücken. Gibt uns ein paar wenig Feedback. Mir ist Feedback ein bisschen wenig. Freunde, haut uns, wenn wir so einen Ankündigungspost machen für unsere Podcast-Folgen, haut mal irgendwas drunter, wie euch die Folge gefallen hat. Ein bisschen Feedback. Haut ein bisschen was raus. Wir machen dann nicht das, was ihr sagt oder was euch gefällt, aber interessiert auch uns. Da haben wir zumindest so. Ja. Da haben wir zumindest so. Oder vielleicht mal wieder irgendwie dumme Kommentare auf Facen werden auch wieder mal cool, weil wir schon lange keine User-Kommentare mehr vorlesen haben können. Wobei, das haben wir jetzt nicht übersehen, das hätten wir vorlesen können zu dem letzten lustigen Meme, bei dem Greta Thunberg mit aufgetaucht ist und dann, da haben sie dann wieder ganz tolle Leute aus den Höhlen rausgewagt und tolle Kommentare drunter lassen. Irgendwie vorbei am Ziel, es sollte einfach nur Spaß gewesen sein und keine Grundsatzdiskussion über schwedische Naturschutzaktivistinnen, aber ja. Tja. Die alten Mikes sind halt dann wieder rausgekommen. Ja, Die fühlen sich aber los, getriggert. ich stell mich nicht immer so hin. Ich Das hau dich bist ein. ja da so. Jetzt steh mal dazu. Überhaupt nicht, du machst mich dazu. Du merkst, hast dass ich so Natur. bin. Du hast Natur. Überhaupt nicht, ich hasse Doch. dich. Ist ja nichts wahr, du liebst mich, das Ah, hast jetzt du bei immer. Bloody Valentine hast du das gesagt. Ja, weil du hast halt die Faxen so mir dick gemacht, dass es ganz aus ist. Was ist jetzt So, da? ich möchte mir bedanken. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal beim besten Podcast. Nicht im chinesischen Spionageballon.
Ade. Okay, passt. Servus und Habet Ehre. Macht's es gut, bis bald.